Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Bevor ich hier was mache, mache ich das lieber so. Feuerfrucht gefunden, das ist perfekt, das brauchen wir zum späteren Zeitpunkt. Das ist das, womit man Gordo so richtig affixen kann. Aber das gebe ich ihm jetzt nicht, das brauchen wir später. Wenn der die absolute Ultrastufe erreicht hat, braucht er das, um die geheime 6. Entwicklung durchzumachen, glaube ich. Zumindest habe ich es so noch im Hinterkopf. So, ach, ihr lasst mich jetzt völlig durch, ihr Wichtel. Ich will erstmal das Zeug hier machen. Jetzt treiben die sich alle da in der Gegend rum, alle hopp. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das hier zu veranstalten. Aber ich glaube, dass ich zumindest mit allem Kruscht durchkommen müsste. Weil den Ende-Eisblock vom Anfang habe ich ja eigentlich jetzt wieder mit drin. Das müssen wir so machen. Brauchen wir den Eisblock und den anderen, den wir da unten noch hin. Da brauchen wir so, genau, damit wir zu beide kommen. So. Und ich glaube, da war es dann, dass ich das so mache. Jawohl, perfekt. Zornhelm gefunden. Aber Hopf, wissen wir Bescheid. Und die Aquapeitsche gefunden. Yay! Also Zornhelm und Aquapeitsche können wir jetzt gleich mal vergeben. Peitsche ist für tiefer, sogar ziemlich gut. Peitsche mit der Kraft vom Wasser und Atlantis. 3-mal stärker als die normale Attack, wirksam gegen wasserscheue Gegner. Bei unserem Endboss bringt uns das ziemlich wenig. Bei unserem Endboss brauchen wir vor allem die Feuerdolche und die Feuerwelle. Zornhelm. Wenn den trägst, wärst du schnell zornig. Kraftzug reduziert die Angriffskraft vom Gegner um ein Achtel. Alle hopp, das ist besser als das, was Maxim derzeit hat, also kriegt er das Ding 0. Für Guy könnten wir aber nochmal gucken. Ich glaube, der kann dann... Ja, Jethelm ist besser als überhaupt nichts auf dem Dez-Server. Dann brauchen wir den jetzt noch. Es lief ja echt besser als erwartet, jetzt mal ohne Witz. Ich habe gedacht, ich muss hier ein paar Mal den Ursprungszauber nochmal machen, aber es klappt ja super. Wir haben sämtliche Wege auf Anhieb geöffnet. Ich bin gelinde stolz auf mich, muss ich sagen. Ohne jetzt wirklich so eigenlöblerig zu sein, aber ich bin gelinde stolz auf mich. So. Dann machen wir das doch mal jetzt so rum, dass Maxim und Guy den Panzergobbo rechts attackieren. Und hier müsste hierfür ausreichen mit ihrer tolle neue Waffe. Doch nicht. Okay, bei neuen Gegnern verschätze ich mich hin und wieder mal sehr gern. Aber das müsste jetzt ausreichen. Einmal ordentlich mit der Rute auf die Schnut gekloppt und schon läuft die Geschichte. So, dich brauchen wir auch noch. Du. Oh Mist, das war jetzt nicht für den Überraschungsangriff gut. Weißt du was, wir machen das so. Dich halten mal fest mit dem Pfeil und attackieren dich jetzt so noch einmal, damit wir dir schön in die Rücke fallen können. So. So wird das gemacht und nicht anders. Ich muss ja keinen Angriffsvorteil aufgeben, wenn ich mal aufbauen kann. So. Dann Maxim. Wobei Maxim so und ihr so. Weil Maxims Schlag dürfte ausreichen für den hier. Genau. Gut. Wenn auch nicht allzu nützlich. Doch, tatsächlich. Hui, es war doch nützlicher als gedacht. Oh, Maxim hat aber gut Zornespunkte jetzt kriegt, oder für das er nur eins abgezogen gekriegt hat. Alle hopp, dann bewegen wir uns hier in Richtung Endboss-Terrain. Und hier ist nix, aber ich weiß, wo anders ist noch was versteckelt. So, das machen wir so und so. Ja, das reicht doch dicker. Und Route. Ah, schade. Der hätte andere One-Hitte können, aber macht nichts. Alles okay. Maxim hat leider etwas wenig Zornpunkte. Ich habe eigentlich erwartet, dass da ein bisschen mehr kommt. Weil bei dem Bossgegner brauchen wir auf jeden Fall Maxims Zornesattacke Feuerwelle. Das mache ich jetzt einfach nur aus Ästhetikgründen, aber ich glaube, das ist nicht wichtig, dass wir das machen müssen. Genau, war eh nichts versteckt. Aber hier was. So. Da gibt es nämlich erstmal Heilung fürs Leben, Heilung fürs Mana und Speichern, was definitiv hilfreich ist. Weil wenn ich abstink, dann bei dem Boss zum ersten Mal. So.
Schlüssel benutzt. Achtung! Guck doch nur, Maxim, der Apfelrubin. Das sind wieder ein paar Idioten auf den Rubin reingefallen. Leckere Nachtig. Ich hasse ja Spinnen wie die Sau, vor allem wenn sie groß sind. Tarantula. Ja, das ist ein Endboss, der nicht so unerschätze ist. Wir probieren es mal mit Paralyse bei ihm. Und probieren mal, was Megabeben auslöst. Also, je größer die Spinne, desto ekliger finde ich sie. 106 ist gar nicht mal so übel. Aber das reißt natürlich richtig fett raus. Paralyse ist jetzt nicht so toll wie erwartet und hat eine Menge Zornespunkte geschluckt. Genauso wie Feuerweller. Das ist nicht gut. Geil. Scheiße, der ist mit seiner Ego-Kraft nicht dabei. Wie sieht denn das mit Superkraft aus? Den muss ich aber aussuchen. Das geht nicht auf alle. Okay, dann machen wir das so und so. Gordo wird wahrscheinlich relativ schnell zweite Suche hier bei dem Kampf. Aber Maxim zieht auf jeden Fall richtig fett ab. Ja, das war mal klar. Und eine Arachna ist noch mit dabei, um die kann sich Maxim so kümmern und sie macht hier noch ein bisschen Funke drauf. Ja, wie gesagt, also wenn es kleine Spinnen sind, habe ich echt kein Problem damit, aber ich zerdrehe die auch nicht. Ich mache sie normalerweise unter Glas und werfe sie dann raus wieder, weil ich finde es einfach ekelhaft, Lebewesen zu töten, auch wenn es Spinnen sind, die ich persönlich ziemlich eklig finde. Aber bei großen Spinnetieren, da wäre ich fast schon panisch. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Je größer, je horiger, desto ekliger finde ich so. So, dann du wieder stark auf dich. Es wäre schön, wenn das Mistvieh wohl Maxim direkt angreifen wird. So. Ja, es trifft wieder alle, aber für Maxim, ja, immer noch nicht genug, um die Feuerwelle wieder zu reißen. Ich weiß auch, dass das Vieh stärker als Zauber hat. Das ist der etwas bessere Heilzauber als stark. Und damit kann es sich wirklich ordentlich wieder hochheilen. Bin immer gespannt, ob ich mich richtig gut hochgelevelt habe hier für den Kampf. Wir probieren es das mal so, dass sie Funke auf den Arachna macht. Also ich finde die Mucke sau heroisch, muss ich echt sagen. Das ist meiner Meinung nach echt eine extrem geile Bosskampfmusik, die auch wirklich die Bezeichnung Bosskampfmusik verdient hat. Es gibt selten Spiele, die so eine extrem epische und geile Bosskampfmucke haben. Die Höllefürste haben dann nochmal ihre eigene Musik, wobei ich eigentlich schon fast die normale Bossfight-Mucke besser finde. So, du heilst ihn. Und danach können wir in der nächsten Runde nochmal einen Para-Heiler draufhauen. Das ist halt auch das Fiese an dieser Tarantula. Aber ich bin hier doch wesentlich besser durchgekommen, als ich gedacht habe. Das erfreut mich. Ja, Maxim, der Rubin. Ist der etwa im Kampf zerbrochen? Halt mal der Gaula an, Rubin zerbricht doch nicht so einfach. Was geht ab? Keine Ahnung. Ja, das ist nicht so gut. Dann gucken wir doch mal. Oh, da ist noch so ein illustrer Gentleman. Was geht mit dir ab? Ach du liebes Herr Kettelmonster, hat mich gefangen und hier eingesperrt, aber hoher hätten sie mich gefuttert. Was treibe ich denn an so einem gefährlichen Ort? Du scheinst mal kein Forscher oder sei, bis das sei. Ich stell Kunstwerk aus Glas her, aber na, davon kann man allein nicht leben. Ich war ziemlich pleite und hab gehört, dass in der Höhle enorme Schätze lagern sollen. Aber mit Sicht war ich nicht so erfolgreich im Münster, dass er von Monster gefangen genommen wurde. Als Dank für meine Rettung möchte ich dir etwas geben, nimmst du's an? Das ist doch... Auf meiner Reise habe ich das wunderbare rote Glas gefunden und damit habe ich ein bisschen rumprobiert. Ich habe 2 davon gemacht und eins in der Stadt verkauft. Du scheinst sie zu kennen. Du machst doch Witze, warte mal eine Sekunde. Der Apfel aus Glas, den habe ich gemacht, aber wo kommt dann der her? Das ist der Schatz, um den du gesprochen hast, der Apfelrubin. Was? Halt mal eine Gaula, das ist doch kein Rubin, das stinknormales Glas. Wann hast du denn den Apfel aus Glas verkauft? Ja, am Anfang von meiner Reise, das ist lang her. Ich weiß ja nicht, wie der Apfel hierher kommt, aber in der Stadt babbeln doch alle über den tollen Schatz.
Wie ist denn das möglich? Jafar, wem hast du denn einen Glasappel verkauft? Ach so, ein reicher Kerl aus Narzissus. Ich, hab ihm erzählt, dass ich in Clemento einen Laden betreibe. Ich kenne viele reiche Kerle, aber der war echt sympathisch, nicht so wie der Claude hier. Auf alle Fälle haben wir jetzt der Appelrubin. Lassen Sie mal gehen und Claudes Kohle abstaben. Aber das ist kein Rubin, das ist doch nur Glas. Guck doch mal genau hier. Kannst du einen Unterschied feststellen? Ja, du hast recht. Mir in der Appelrubin in der Höhle gefunden. Das ist die Wahrheit. Also Maxim, wie kannst du nur? Ja, jetzt mal keine Panik machen. Wenn der Claude denkt, es sei der echte Rubin, dann ist doch alles in Butter, oder? Wenn er an die Echtheit glaubt, dann ist es auch viel wert. Der hört ausflippen vor Fred, wenn er das sieht. Alles klar, ruf noch Clemento. Ich gehe auch zurück. Danke für alles. Bist du auch fit genug, allein zu gehen? Ja klar, und nimm bitte den Appel. Erhält der Appelrubin. Ja, die Legende kommt wahrscheinlich auch daran, dass die Rubin mit Glas vertauscht haben und verwechselt haben und ja, so entstehen Mythen. Dankeschön nochmal. Ich gehe jetzt zurück ins Dorf. Also es war von Anfang an nichts anderes als ein Glasappel, um den es hier gegangen ist. Und zwei hat er gemacht und die sind fast so echt kalte Woche. Ja, dass man gedacht hat, Modo, wir machen jetzt Flucht. Wir sparen uns den langen Weg jetzt hier mal raus und gehen hier wieder weiter. Jede Menge Arachna. Ja, wie gesagt, so entstehen Mythen. Der gute Jafar hat eigentlich zwei Glasjuwele gemacht, zwei Glasrubine. Glasrubine, Quatsch. So zwei Glasäppel. Entweder verkauft, das ist irgendwie in der Höhle gelandet und dadurch ist dann der Mythos entstanden, es sei so echt, dass es wie ein Rubin aussieht. Und ja, eben das Glasding haben wir jetzt besorgt. Da war ich immer als Kind etwas verwirrt bei der Geschichte. So, Dilla, dann bringen wir das Ding doch mal gleich an der Jean-Claude Van Damme und gucken mal, was der dazu sagt. Oh, oui, da siehst du ja, der Apfelrubin, ihr habt ihn tatsächlich gefunden. Oh, vielen Dank, dann gebe ich euch die versprochene Belohnung. Ach du liebster Kittel, bist du sicher, das ist eine ganze Menge Geld? Ah, schon gut. Gute Arbeit soll gut bezahlt werden. Oh. Aber das ist... Tja, wir müssen jetzt gehen. Können wir das annehmen, Maxim? Das ist ja ganz Stammgeld. Das beweist dann nur, wie gut Jafars Erbe ist. Aber... Mach doch mal keine Gedanken. Komm, wir gehen mal. Jep, das kriegt er jetzt als Belohnung für sehr gute Dienstschritt und mir kann er sicher ein paar Miete bezahlen. Servus, Jafar. Ah, du bist Maxim. Ja, ich wollte mal das hier geben. Was? Geld? Das ist die Summe, die uns Claude für deinen Glasappel bezahlt hat. Aber ich habe euch den Appel geschenkt. Ich kann das doch nicht annehmen. Das geht schon in Ordnung. Das Geld gehört dir. Aber wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir das drüber für das Geld verkaufen. Maxim, ich stehe tief in deiner Schuld, Kerle. Ja, schon gut. Wir müssen jetzt leider gehen. Das hast du schon von Anfang an geplant, Maxim, oder? Ja. Übrigens hier, nimm das doch. Du gibst ihn mir? Ja, ich kann nicht tragen. Danke, Maxim, was war schönes Stück. Oh, du freut sie sich wie Sau anscheinend. So ein kleines Geschenk macht sie so glücklich. Tja, sie ist wie ein kleines Mädel. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie glücklich sein wird, wenn sie mich begleitet. Das muss sie wohl selber entscheiden, denke ich. Ach, ja, das ist schon wahr. Hey Tia, wir brechen bald auf. Bin schon unterwegs. Zack. So, jetzt gucken wir doch mal, was er hat. Sie hat irgendwas Schönes aus Glas gekriegt. Ohrschmuck, ja, ist leider nicht so doll. Hübsche Ohrringe aus Glas, aber sie bringen unsere Stats nicht wirklich was. Okay, dann gehen wir erstmal eine Runde Schnarcher. Ja, die 20 Gold geben wir aus. Ich glaube, als nächstes müsste Pandoria anstehen. Deswegen speichern wir erst nochmal hier in aller Ruhe. Und hier. Rubinhöhle. Finde ich eigentlich auch eine geile Bezeichnung. So, jetzt gucken wir mal, ob der Kerl schon seinen Appel ausgestellt hat. Anscheinend nicht. Na gut. Dann gehen wir in den Nordwesttempel, von dem uns der kleine Buf erzählt hat, dass der angeblich ein Claude gehört und man seine Erlaubnis braucht, um durchzugehen. Aber ich denke, die werden wir schon erteilt kriegen, die Erlaubnis. Tempel nach Pandoria, ja, wusste es doch. Ihr dürft passieren. Ja, danke.
aber schon ein geiles Teil. Hier geht's zu Pandoria. Alle hopp. So, da. Dann gehen wir doch mal dort hier. Burgstadt und Burg. Ach, die kennen wir ja vom Anfangssequenz, wenn ihr sie bei mir ganz ausgehalten habt. Hey, Nora, lass mich dir mal was Interessantes zeigen. Gucke wohl. Der Schlange. Guck dir mal genau, hier ist es nur ein Tau. Du bist der Holzschuss, Nora. Hey, Bubi, ihr soll die Mädchen nicht ärgern. Oh nee, es ist Seelan. Schnell weg hier. Oh, Seelan. Ja, da wollen wir ihm keine auf, Nora. Aber. Jetzt hör ich mir mal zu, Nora. Es ist nett, was die Buben da machen, aber du sollst nicht immer gleich rumheulen. Das ist nur der Grund für die Buben, dich noch mehr zu ärgern. Mein Papa hat gesagt, dass Buben nicht weinen dürfen, aber Mädchen schon. Mädchen, die ständig greien, nennt man Holzsoße. Genau, also sollst wirklich nicht bei jeder Gelegenheit losflinnen, verstehst du das? Nö. Wenn du erwachsen bist, wirst du ins Schloss zurückkehren. Also hör bitte auf mit dem Rumgeheule. Einverstanden. So, jetzt haben wir hier die lokale Dorfheldin kennengelernt. Seelan ist die stärkste von allen Kriegerinnen. Anna Hopf, das nehme ich mal so hier. Sie ist auf jeden Fall das stärkste Mädel, was man hier spielt. Oh, die Waffen sind so stark wie die Zähne von einem Tigerhai, Anna Hopf. Franziska, eine Axt mit einem Schaf und einem Spitzeend. Das sind die fränkische Wurfäxte gewesen, die man aber auch im Nahkampf hat verwenden können. Franziska heißt sie, aber eigentlich heißen die Franziska. So, Guy ist einer von den ganz wenigen Charaktere im Spiel, einer von den 2 Charaktere im Spiel, die auch mit Äxte umgehen können. Der andere ist noch DK, so viel kann ich zumindest mal verraten. Ja, der Camus-Panzer ist dann doch etwas stärker. Rüstung aus Metall, Kettepanzer, Maßanzug, Hahnenschrei, holt alle Kämpfer aus dem Schlaf. Okay. Glasmütze, Narrenkappe, Bronzehelm, Kraftzug, reduziert die Angriffskraft vom Gegner, Steinhelm, Schmerzgriff, Abwehrkraft reduziert, Schutzschild, erhöht Beweglichkeit, alle hopp. Das können die 2 Buben vor allem gut gebrauchen. Und wir holen noch einen Kettepanzer für Maxim. Und dann müsste es das eigentlich auch gewesen sein, was man an wichtiger Sache noch hin. Ist das schon ausgerüstet? Ja, die rüsten sich immer automatisch damit aus, was ich schon sehr praktisch finde. Franziska. Das ist auch gut. Alle hopp. Dann gucken wir mal, was unser Kapselmonster noch futtert. Eine Robe will er haben. Sorry, aber wir haben ein Holzschild für dich. Armreif. Probieren Sie mal mit dem Holzschild. Apfelsaft wieder. Ja, Ohrschmuck aus Glas wollte er nicht. Aber Kurzschwert können wir ihm definitiv abbieten. Bitteschön. Ein Letterhelm will er haben, da gebe ich da die Fetterrüstung stattdessen. Und ich gebe da noch einen Draht. Federweste. Haben wir das zufällig hier, was wir für unser Kapselmonster kaufen können? Federweste. Ne, haben wir leider nicht. Aber wir können ihm eine Lederkralle kaufen. Das machen wir gerade mal bei Tier fort. Kriegst wieder die Perlekette. Und du magst doch sowieso Lederkralle. Das wolltest du doch eigentlich einmal haben. Ja, dann war mir klar, dass er... Ja, jetzt will er noch mal eine Lederkralle, natürlich, der Gierschlund. Aber dann müsste er sich eigentlich auch sofort entwickeln. Die Lederkralle soll er haben, bitteschön. Dann Rüstung und wieder Tausche. Und bitteschön, das müsste jetzt eigentlich für seine Entwicklung ausreichen. So, dann kriegen wir jetzt einmal mit, wie sich unser Kapselmonster, das erste Mal ein Kapselmonster entwickelt. Und aus Kettenhund wird... Flughund heißt es, glaube ich, die Entwicklungsstufe. Auf jeden Fall sieht er ganz goldig aus hier. Jetzt will er einen Terrorball haben. Fluglöwe heißt er. Okay.
er ist relativ stark. Wenn wir jetzt mal gucken, KP 160, hier 100 Ents, Angriff 68, also ne, das hat sich schon jede Menge entwickelt. Der lernt jetzt auch neue Spezialangriffe. Und ja, gut die Sache, ne? Gucken wir doch gerade mal, was wir hier im Itemlader noch holen können. Wenn die zufällig einen Terrorball? Nö, haben sie nicht. Okay. Aber der ist jetzt natürlich auch etwas anspruchsvoller. Sein Gaume wird auf pro Entwicklungsstufe natürlich etwas anspruchsvoller. Das legendäre Schwert liegt irgendwo im Tempel nördlich von der Stadt. Da lauern so viele Dämonen, dass da kein sterbliches Wesen den Tempel betreten kommt. Alles klar, bitte stirb nicht, während du uns das sagst. Wir gucken uns hier nochmal um in Pandoria. Nora ist so holzlos, ich mag sie auch wirklich, aber die geht mir auf die Nerven. Immer wenn ich Nora sehe, muss ich ja hänslich, ich weiß auch nicht warum. Ja, leichtes Ziel und so. Seeland zeigt zwar nicht, aber ich glaube, dass er eigentlich ein ganz zartes Persönchen ist. Und wenn ich stärker wäre, könnte ich Seeland beschützen. Ich glaube, die braucht keinen Beschützer. Seeland ist unser Heldin, die ist stark und sehr, sehr hübsch. Einfach großartig. Ich hoffe, ihr lauft nicht hinter Seeland her und geht nach auf den Sack. Wir doch nicht. So, was ist hier? Hast du die beiden Kerle gesehen, die so verrückt nach Seeland sind? Sie hat ihr nur ins Leben gerettet. Das erklärt einiges. Du hast auch noch was? Ich verkaufe euch das Haus zum fairen Preis. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr das haben? Ach, jetzt so nett, aber später im Spiel werden wir da auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. So, dann ist hier noch eine Frage. Hallo, Lola. Hast du den Garten vom Priester gesehen? Es ist der schönste Garten in der Stadt. Ja, die Stadt ist aber besonders groß. Du kannst mal dienen, indem wir hier speichern. Und an den ich dann mal sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zur Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.